Das Abenteuer geht weiter, hier bei Tales of Xillia, mit neuen Abenteuern, neuen Sidequests, natürlich einem neuen Wegbegleiter, nämlich der gute alte Elvis, natürlich nicht Elvis, sondern Elvin. Zwar ein Chickmans, aber egal. Ja, Elvin, der uns natürlich ein paar Schwerkünste beibringen möchte, aber der ja ein Söldner ist, wird natürlich auch bezahlt werden. Naja, der will noch quatschen und ich habe ja noch was auf Select. Let's see. What are you up to? Just trying to organize all of my notes for my thesis. Nose in the books at a time like this? You sure are studious. Yeah, probably a waste of time. I'm sure I've already been expelled being an X-marked criminal and all. Ah, cheer up, kid. If I get a chance, I'll testify to the military and the school on your behalf. Shouldn't be hard to make the case that you're just a poor kid who got sucked into this. Thanks. But aren't you a wanted criminal too? Ah, that. I guess I did flee along with you. So if we get captured, I'll testify for you. I'll tell them that you're nowhere near as shady as you look. I'll take it as a compliment. Kann man zwar durchaus, aber ich glaube, es wird eher weniger bringen, was? So, die Leute hier wollen quatschen. Was gibt's denn hier Schönes? Vielleicht bildet es mir nur ein, aber ich habe den Eindruck, dass es immer länger dauert, aus Vermonts Nachtklima rauszukommen. Könnte sein, dass es etwas ausbreitet? Ausbreitet? Gute Frage. The sea air is making me feel unpleasant. Mila, wir sind da seekrank? Das sein kann aber als möglich, tut mir leid, kommt später wieder. Ja, sie ist sowieso seekrank, von dem... Ist nochmal quatschen? Das kann aber als möglich, tut mir leid, kommt später wieder. Ja, aber das wohl dann nochmal quatschen, egal, nehme nicht. Sidequest, genau, Westloch. Dazu kommen wir gleich, was will denn der Typi? Mir zu befreien, nach einer langen Seereise auf festen Boden und Füßen zu haben. Am liebsten würde ich auf die Knie fallen und ihn küssen. Pfui Deibel. Seid grüßt, mutige Reisende, seid ihr gut ausgerüstet? Das ist ein gefährliches Land und ihr solltet bestens vorbereitet sein, wenn ihr einen Seehafen verlasst. Gut ausgerüstet? Naja, immerhin sehen wir gut aus. Ich meine, so von den Stiefeln her und... Hallo, ranzoomen geht nicht mehr, wa? Na, schade, wa? Was sagst du dazu, Mila? Mila? Ich sag nichts mehr. Naja. So, was gibt's hier? Oh, sprechen, Waffenladen ist ja schön, aber ohne Geld. Könnte ein bisschen doof werden. Die Ladenerweiterung wurde freigeschaltet. Ist ein Spielsystem, mit dem du Läden Materialien Geld ausgeben. Stimmt jetzt nicht. Geld ist Geld hier. Schon klar. Und im Druckpalette der Läden zu erweitern. Wähle zum Ladenmenü erweitern aus. Alles klar. Sammelst du Punkte. Erreichen diesen einen bestimmten Wert. Ladenlevel. Ladenlevel. Okay, neue Lagerbestände werden hinzugefügt. Zusätzlich senkt das Erhöhen deines Ladenlevels die Preise der Objekte, die im Laden verkauft werden. Na, das wäre mal geil. So, erweitern. Bonus mal 2 Objektladen, Waffenladen. Machen wir das hier. Geld schenken. Ich habe zwar Geld, das ist ja von mir aus auch Geld, aber... Nee, Materialien schenken, geht denn das? Ich überlege, wollen die jetzt Fisch haben oder was? Langkrabbe halt. Boah, ich könnte theoretisch alle 8 Stück draufpacken, wa? Ich mach mal 5, um zu sehen, was passiert. Wir haben sowieso genug. Okay, Level Plus. Stahlhandschuhe. Na, guck mal einen an. Okay, Zubehörladen, Rüstungsladen. Ja, können wir sicher noch alles machen. Kaufen Stahlhandschuhe. Die kann offensichtlich Shoot verwenden. Stimmt das soweit? Eisenhandschuhe, Stahlhandschuhe. Was zum... Achso! So mit dem Schuh draus war. Bald erhältlich. Faustschutz. Okay. Die Eisenhandschuhe, die würden seinen Angriffswert, wow, ein bisschen erhöhen, wa? Alter, schon wieder 1270. Sehe so aus, wa? Ein Rapier für sie, hat sie sowieso schon bereits. Bitte was? Besitz? Hat doch einen Besitz. Breitschwert. Das ist das, was sie sowieso dabei haben. Verstehe ich jetzt gerade nicht, aber egal. So, Rapier. Kukuri. Weil erhältlich, okay. Jetzt Schwörungen Rapier hat sie bereits. Hä? Spinne ich jetzt? Aha, weil es vermutlich ausgerüstet ist, nicht im Inventar selbst. Ja, so. Ist denn das so, dass unsere Objektive ausgerüstet... Nein, nicht so. Entschuldigung.
Die Ausrüstung. Ich habe einen Rapier, das stimmt. Ja, der geht dann nicht in den kaputt und so, oder? Also hoffe zumindest nicht, sonst wäre es scheiße. Sieht nicht so aus. Er hat den Eisenhandschuh, das ist... Ah, habe gar nicht gekauft, stimmt ja. Ups, Entschuldigung. Ja, wir haben Geld, okay, versuchen wir es mal. Taufen, Stahlhandschuh, Rapier der Breitschuh, wie es aussieht, war was anderes geht nicht. Also würde theoretisch schon gehen, aber naja, neu. Gut. Rapier. Aber wir haben mal einen, er hat sowieso sein Breitschwert. Info umschalten. Okay. Ja, muss ich gucken, wa? Okay, nimm mal einen Stahl. Ja, bitte. Wow, nicht schlecht. So hat es echt ausgerüstet. Mal kurz. Tatsächlich. Stahlhandschuhe. Kann ich die Eisenhandschuhe verkaufen, wa? Eisenhandschuhe verkaufen. Zack, 22. Ja, nicht mehr gerade so viel, ich weiß. Aber egal. So, was willst du noch, Kumpel? Er verkauft nicht an alle Kunden dieselben Waffen, Rüstungen und so weiter. Wenn ihr in die guten Sachen kommen wollt, müsst ihr den Laden erweitern. Wenn ein Händler verschiedene Materialien bringt, sagt bei dieser Händlergruppe zum bevorzugten Kunden auf und der Ladenlevel erhöht sich allmählich. Ja, wie im Real Life auch, wa? Naja, ist doch klar. Wir müssen einfach immer uns ein bisschen einschmeicheln, Geld geben, alles aufbessern, bla bla. Nachher sind wir Stammkunden und dann kriegen wir auch die exklusiven Waren. Ist doch Logo. Erlangt Eisensand. Okay. Du bist wohl der Rüstungsladen, wa? Oh, Himmelio, Lederschutz. Okay, Eisenreif bei der Händler. Vor allem bald. Was ist ein Bronzereif? Besser als ein Eisenreif? Okay. Ein Eisenhelm, der würde für uns beide bringen, wa? Alles klar. Yep. Dann können sie nicht ausrüsten. 100 Stroh. Hallo? Sind die Waffe oder was? Also bitte, One Piece Fight Warriors kommt doch erst noch. Zweiter Teil natürlich. Der zweite Teil, Entschuldigung, so bei der Händler oder auch bei ihr aufsteigen. Ach Mensch. Wir haben noch nicht so viel, wa? Da muss ich hier. Moment mal. Muss so bald erhältlich etwa. Ich kann es mir vorstellen, wa? Du musst das Ladenlevel erweitern. Nur so bekomme ich die bald erhältlich Gegenstände. Ja, so. Wir haben noch nicht viel Nachfragen und so. Diesem Grund soll die Ladenerweiterung betreiben. Ja, aber können Händler nicht nur Material bringen, sondern auch Geld. Wir können nicht viel leisten, verstehe ich gut. Gut, also, wir können nicht viel leisten. Hallo Möwen. Hallo? Gut, quatschen wollen die nicht. Von mir aus, wir sind hier, glaube ich, fertig. Wir haben hier gequatscht mit vielen. Das ist der Zubehörladen. Was gibt es denn hier eigentlich noch Schönes? Ein Umhang können alle gebrauchen. Alter, 1000 Stiefel. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, war. Was sind die Schuhe? Aber ganz ehrlich, für 2000. Alter. Leck mich oh, hey. Wächter-Emblem, Zauber-Emblem, Emblem, sind wir bei Fire-Emblem oder was? Okay, merken wir uns das später. Tja, hier ist was los, ey. Okay, da vorne können wir noch quatschen, später jetzt, aber jetzt gehen wir erstmal, jetzt gehen wir trainieren. War doch so irgendwo westlich, oder? Wow. My Lilium orb is shining. Mine too. Wait, you two have orbs too? Great! We should try linked combat. What's that? Lilium orbs are handy things. They let you sense your companion's intent. That's a huge advantage in battle. You can coordinate your thoughts to pull off combination attacks. We call this linking. Sounds great, but how do we do it? Well, try it and see for yourself. Focus your consciousness into the Lilium orb. Okay, Konzentration! Und wie funktioniert es? Jetzt noch mal gerne wissen. Schon erklärt wird. Ja, bitte schön gerne. Try linking up. Okay, verwende, um eine Verbindung anzugehen. So. This is linking. Linking! Ja, Link ist da. Drücke in die Richtung der Verbündete, mit dem du dich verbinden möchtest, um als Paar zu kämpfen. Also, habe ich gerade gemacht, wa? Ja, du könntest theoretisch rechts drücken für den anderen. Okay. Die Verbindung aufzulösen. Passiert gerade nichts, okay. Okay, it's time to flank them. Er hat einen Feind und umzingelt ihn. It's over. Ah, so sieht das aus, okay. Und du kannst den Gegner von der Seite angreifen. Alles klar. Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffen erhöht ein AZ von hinten.
AZ von hinten. Jetzt müssen wir nur noch kurz überlegen, was AZ wohl heißt. Hä? A wissen wir alle, Z, also Ziel. Okay, das A auf der Ziel. Alles klar. It's like I can sense what Mila's going to do. Ja, und jetzt? Hey, watch your back. I'll help. Oh. Nicht rein von hinten reagiert dein Partner. Wow. Er schützt vor Angriff von hinten und reduziert so die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Im Strategiemenü kannst du das Verhalten deines Partners ändern. Das stimmt. Oh, wow. Are you okay? Wiederherstellen. Judes Partnerfähigkeit wiederherstellen. Mit Judas Partner halte dich, wenn du in die Luft geschleudert wirst. Jude, du bist ja richtig cool drauf, Alter. Diese Gefahr besteht vor allem bei Kraftgegnern. Verbindung mit Jude empfiehlt sich also. Ja, würde ich auch behaupten. Er könnte dich sogar von einem K.O. wieder erwecken. I Ah. think you're ready to learn some linked arts. Fühl die Anzeigen, indem du angreifst. Okay. Was ist die Anzeige? R2? Macht er gerade. Achso, ich muss die füllen. Bei einer Windlanze. Ich weiß bloß noch gerne, was die Windlanze ist. Ist das der? Ist es nicht? Bei der Windlanze. Was waren die Windlanzen wieder? Okay, das ist der Wasserangriff, alles klar. Eigentlich noch cool, war der Wasserangriff so, jetzt reißt aber langsam. Feuerangriff, nee, das ist der Windangriff, wa? Er hat 2 Drücker bereits, was ist eine Windattacke? Irgendwie glaube ich, bin ganz nahe dran an dem Ziel. Komm schon, Windlanz, was soll denn das sein? R2, wo ist denn das? R2, R2. Nee, Flucht unmöglich, Ausrüsten, Objekte, Strategie. Hä, die Windlanz, was soll denn das sein? Ich kann nur blocken, ich kann so rein mit dem Dreieck, alles klar, so kann ich natürlich angreifen mit Rapier. Das Symbol erscheint ja, es ist ja da das Symbol, ihr seht so blinken, aber... Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn wir ganz kurz... Ne, Objekte, alles klar. Artes bei ihr. Ach so, na, ja, und? Hab ich vorhin gemacht. Moment mal kurz. Ah, warte mal kurz. Ah, jetzt. Das war krass. Wenn du verbunden bist und angreifst, füllst du die Verwundenartes-Anzeige links. Er war ein bisschen seltsam, da den Zeitpunkt zu bestimmen, aber es geht schon. Die Anzeige hat 5 Segmente, wie keine Art, wenn ein Segment ganz voll ist. Und dann? Je nach Partner kann es sein, dass das Symbol verbundene Artes erscheint. Okay. Drücke R2, wenn das Symbol angezeigt wird, um ein mächtiges, verbundenes Arte zu wirken. Die Anzeige bewegt sich nur dann ins nächste Segment, wenn du ein verbundenes Arte verwendest. Ja, ist ja schön. Okay. Geht gerade nicht, wie es aussieht. Moment mal kurz, wo ist jetzt... Ah, dort. Was testen? Das geht's nicht. Okay. Victory born from cooperation and friendship. Not bad, right? Yes. Ja, aber I feel much ganz so better einfach ist das knowing noch I'm nicht. fighting alone. Right there with you, buddy. So, Wildgrassamen und Spinnnetz. Das ist noch ein bisschen tricky. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, oder wird schon, wird schon. So, mit Judas Partner, alles klar. Haben wir unser Blatt gemacht, war? Okidoki. Im Freund noch ganz was anderes. Ich kann nämlich theoretisch natürlich in den Anführer wechseln. Sprich, können so irgendwie Elvin nehmen, zack. Raus hier. So, jetzt kämpfen wir als Elvin. I do seem to possess an aptitude for sword fighting. Ja, irgendwie schon. Und wir können natürlich auch Jude nehmen. Nicht schlecht, wa? Nehmen den trotzdem jetzt erstmal Mila wieder, weil ich finde sie sowieso die... Ja. Alles ist davon halt, wa? Wollte er nicht zurück? Nee. Ich wollte zurück, ihr wollt hier rein. So. Wir müssen kämpfen, um Geld zu verdienen. Alles klaro. Da kommt... So kommen wir bereits zurück. Das ist ja crazy.
Egal, geh noch platt machen. Komm schon. Riesenskorpion, ich kriegen wir klein. Mit dem verbundenen Kampf. Alles klar. Gut, mit ihm also. Und... Artes, Feuer-Artes. So, der ist down, oder? Ja, der ist down, gut. Wow. Upp, muss ich ganz kurz ausweichen. Alles klaro. Und mit dem Schwert zu schlagen. Mit dem Rapier. Und auch der ist hinüber. Jetzt wird's Zeit. Ich versuch's nochmal. Das Symbol kommt einfach nicht mehr. Das lauter gar nicht mehr, sehe ich. Ja, die Windlanze. Dann Kombi-Angriff zu starten wäre cool, aber klappt nicht immer. Da muss ich nochmal ganz kurz schauen, wann das wieder so häufiger möglich ist. Was Verbindungsgrundlagen in 3 im verbundenen Zustand arbeiten Partner zusammen, um ihre Gegner zu umstellen und sich gegenseitig Rückendeckung gegen feindliche Angriffe zu geben. Einen kritischen Chef zu landen, sie einen kritischen Treffen der Feinde zu schützen, genau. Und Jude ist sowieso so eingestellt, dass sobald der im Kampf teilnimmt, dass er uns sowieso beschützt. Also habe ich ja so irgendwie, glaube ich, gemacht, oder glaube ich. Moment mal kurz. Nicht so, Strategie bei... Genau, verbündete Schützen ist bei ihm. Er hat starke Gegner für die erste Stufe Feind an, okay. Genau, Ziel verbündete Schützen, das heißt, wenn wir zu Boden gehen, wird er uns sowieso schützen. Bis wir uns mal heilen pro die Karte im Auge, nur heilen, dich schützen. Können wir eigentlich auch machen, wa? Ne, nur heilen, nur dich schützen. Er ist nicht so stark, wa? Ne, kann man noch ein bisschen testen und so. Das wird schon am Schluss ein richtig super abgestimmtes Team aufeinander. Alles klar, das lassen wir so. Mit Elvin wird das schon und... Hopp. Wir bleiben ein bisschen zurück, da ist ein neuer Gegner. Aufsteigender Wirbel. Und, oh, der geht gar nicht so weit. Hallo, Wasser. Boom, 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 boom. Der Move ist geil, wa? So, den hätten wir. Und, wow, das wollte er gar nicht. Der war nicht schlecht. Wow, das war knapp. Ich glaube, das war so ein bisschen ein dämliches Vieh. Und bam. Yep, der ist hinüber. Und weitere Erfahrungspunkte für uns. Spielen jetzt so ein Apfelgummi. Elvins Vaterfähigkeit Brecher. Wenn du gegen einen Gegner kämpfst, der abwehrt und Elvin das Partner wählst, dann musst du dir übergeben. Nee. Verursacht er einen Abwehrbrecher gegen den Feind einzusetzen. Ein Gegner, der von einem Abwehrbrecher getroffen wurde, wird betäubt. Elvin gibt einen tollen Verbindungspartner ab, wenn du gegen Abwehrgegner kämpfst, die deinen Angriff oft abwehren. Ah. Das ist doch mal geil. Dann kann ich sie theoretisch immer permanent angreifen und wenn sie also so einen permanenten Schutz haben, kommt plötzlich Elvin und zack, ist der weg. So, Sidequest, wie lange muss ich eigentlich noch kämpfen hier? Nur ein bisschen noch, wa? Hallo, Skorpionchen. Hallo, Wasser. Der Move ist geil. Und die Windlanze, auch nicht schlecht. Yep, ich weiß. Oh, shoot, willkommen. Ah, jetzt, Moment mal kurz. Die Anzeige leuchtet und... Ist jetzt die andere Anzeige, die leuchtet oder was? Da leuchtet doch etwas. Oh, ich hab gar keine... Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, komm nur. So. Abwehrbrecher, perfekt. Und jetzt fliegst eine Runde, Kumpel. Und tschüss. Das war jetzt ein bisschen speziell, aber... Okay, Orangengummi wieder, schön. Ich muss ein bisschen heilen hier, wa? Wir haben nicht mehr so viel. Okay, Apfelgummi, Orangengummi, stellt 30 her. Zack, zack. Alles klar, zack, zack, gut. Also die TP, kann man auch gut gebrauchen, vor allem bei ihr. So, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Gut, weil T bringen jetzt sowieso im Kampf. Oder sollten zumindest. Sowas bist du jetzt für einer. Du setzt ja auch Arte-Angriff ein, wa? Der ist ja ganz gemein. Ja, ich war ein bisschen zu spät. Ich mach's doch immer. Ich mach doch eigentlich immer richtig. Man sieht das Symbol aufleuchtet. Ich drücke gerade die richtige Taste, aber irgendwie willst du nicht. Wow. Das war knapp. So, du bist zurück. Sehr schön. Geblockt. Entschuldigung. Nein, falsch Knopf. Ja, komm nur. Zack,
Nichts gewesen, Späße und bam. Der Spezialangriff, der ist noch ein bisschen tricky. So, wieder mal Level Up für Mila. Level 3. Wie echt? Erst? Wir sagen Level 4 sein. Achso, ja, geht doch. Liliumkugel bei Lilia. Nicht Lilia, bei... Mann, Mila, so. Ein bisschen durch den Wind. 3 Stück wieder mal. Das heißt, den da. Aktivieren. Spezielle Kugel. Kurzer Gewinn, alles klar. Zack, noch einen für eine weitere Fähigkeit. Die da wäre Levelwiederherstellung. Oh, das klingt ja mal cool. So, mit Handshake markierte Fertigkeiten wählen sich auch Verbindungspartner aus. Okay, und beim Kampf das Menü und drücke 1, um eine aktuell angestellten Fertigkeiten anzuzeigen. Alles klar. Kann ich denn, jetzt haben wir nur 3 oder was? So, Ausdauer halt. Ja, mit der FP bin ich ein bisschen... Steht bei Aufstieg in einen neuen Level, alle KP und T wieder her. Das ist zwar schön, aber ich level ja nicht so schnell ab, daher machen wir so, wa? Wir haben ja noch nicht. Nee, noch nicht. Kurz gewinnen. Solider Schutz könnte man noch machen, wa? Wir haben noch genug FP. Zumindest bei ihm dort. So, Jude, genau. Dann mal ganz kurz hier drüben gucken. Hat sonst nichts, nur kurz gewinnen. Tja, schade. Ups, nein, nicht so. So rum, was alles gleiche war. Gut, alle. Ja, das passt bei ihr noch. Ich brauche noch 2 FP, wa? Na, kriegen wir hin. Aber dann erst wieder in der nächsten Episode hier bei Tales of Xillia. Einem Animationsspiel mit Strategie, das ein bisschen tricky ist, aber das wir schon nach auf den Grund gehen werden. Naja, irgendwann, wa? Hey, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.